Überraschender Beifall in Sarajevo für den, der bis zuletzt den Kampf der bosnischen Kroaten gegen die Regierungstruppen Bosniens befürwortet hatte. Und jetzt will und muss Franjo Tuđman mit seiner Visite die neu entstandene muslimisch-kroatische Föderation stützen, getrieben von internationalem Druck und der Opposition im eigenen Land. Die kroatische Flagge neben der Republik Bosnien-Herzegowinas, das Unabhängigkeitsstreben der bosnischen Kroaten, scheint vergessen. Stattdessen verhandelten Tuđman und sein bosnischer Amtskollege Izetbegović über die zukünftigen Verbindungen Kroatiens zur Föderation. Letztere will morgen in Sarajevo ihre Regierungsmannschaft präsentieren. Bei der Pressekonferenz dann kamen alte kroatisch-muslimische Forderungen für den Friedensprozess neu auf den Tisch. Alle Nachfolgestaaten des zerfallenen Jugoslawiens, so Alija Izetbegović, müssten sich gegenseitig anerkennen. Die UNO soll die Grenzen Bosniens und Kroatiens zu Restjugoslawien endlich wirksam überwachen und gleichzeitig das Ende serbischer Aggressionen garantieren. Aber als Franjo Tuđman im sicheren UN-Fahrzeug Sarajevo verließ, war über eines wieder einmal nicht gesprochen worden, nämlich über die zukünftige Rolle der Serben am Verhandlungstisch.